Tee färben möchte ich heute mit euch für die Signaturen für unser winterliches, hübsches, blaues Journal. Und für das habe ich mir da schon mal ganz einen schönen, starken Schwarztee parat gemacht. Das ist einfach so ganz ein normaler, loser Earl Grey Tee. Und ich habe mir hier Papier parat gemacht, extra ein bisschen dickes Zeichnungspapier. Nicht wahnsinnig viel, ich wollte 3 Signaturen machen und habe auf je 4 Blätter genommen. Ja genau, und jetzt wollen wir mal schauen, wie das tut. Meine Wanne, die ich drinnen färben will, die ist da ein bisschen angerostet am Boden. Und wir werden jetzt gerade sehen, ob das viel ausmacht, ob das nachher dann gerade komplett schwarz wird. Ich nehme es nicht an, dass das gerade so schnell, so fest reagiert. Wir werden es sehen. So, also mal schauen. Ich säble mir jetzt hier ein bisschen drauf. So. Und dann das hier teilen. So. Auf der Seite noch ein bisschen. Da ist es noch nicht ganz durchgedrückt. Richtig schön voll gesogen. Voilà. Und jetzt. So. Lege ich das mal hier über. Schwupp. Und was ich ausprobieren wollte, ist, wenn ich dann hier ein bisschen frischen Tee drauf streue, mal schauen, ob ihr das auch seht, was da passiert. Ob irgendetwas passiert. Müsst ja schon fast, oder? Wäre noch cool, wenn das dort so ein bisschen Tüpfchen oder etwas geben würde. Ich nehme jetzt einfach gerade das nächste. Oh, kommen wir wieder ein bisschen näher da. Das ist ein bisschen schwierig zum Filmen, finde ich jetzt gerade. So, dann habe ich mir auch wieder mein Dings parat gemacht, mein Dörrex, mein Dörrgerät, und ich dann damit möchte die gerade ein bisschen trocknen. So, komm. So, aber mir dunkt es eben, ja, es gibt da von diesen Roststellen ein paar Fleckchen, aber ich finde, das macht nichts. Du gehst mal da rüber. Jetzt schauen wir mal, ob da etwas passiert ist bei dem da. Nicht wirklich so. Vielleicht, wenn wir es einfach jetzt so trocknen. Bis jetzt noch nicht viel passiert. Lassen wir es mal. So. Ja, ich habe glaube ich ein bisschen genug Tee gemacht. Ich glaube, ich habe da noch viel Papier mit dem färben. So. Und da ist sicher durch da auf beiden Seiten. Ja. So, dann würde ich sagen, ich lasse mal mein Dörrgerät an. Dann rattert es dann wieder ein bisschen. Und dann werde ich einfach hier mein Stapel Papier durchfärben.
So, also mein Stapel wäre durch. Ich habe alles jetzt durchgelassen. Es war nicht so viel Papier. Es geht das mal auch nicht so schnell mit Trocknen, natürlich, weil das Papier viel dicker ist. Und darum, ja, muss ich das jetzt so noch ein bisschen trocknen lassen. Ich habe da noch ein kleines bisschen, ziemlich viel Tee. Führung. Ich weiß nicht, was ich mir überlegt habe, als ich so eine riesige Kanne voll gemacht habe. Ja, ich glaube, ich werde mir gerade noch mal ein bisschen Papier holen und einfach sonst noch ein bisschen vor mir her färben, wie es mir gerade so passt, bis das ein bisschen aufgebraucht ist da. Das wäre sonst schade, wenn man das fortschmeißen müsste. Und mir fehlt sowieso wieder ein bisschen Papier. Und dann kann ich nämlich auch den Dörregsitz gerade wieder anlassen. Ich habe jetzt nur schnell abgeschaltet, damit ich noch etwas erzählen kann, sodass ihr mich auch hört. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, schauen wir wieder rein, wenn das Zeug getrocknet ist. So, da wären sie, meine Tee eingefärbten Blätter. So sieht das aus. Ich habe die schon zugeschnitten, gefaltet und in die Signaturen eingearbeitet. So sieht das jetzt aus. Ich kann euch das noch einmal schnell zeigen. Es hat hier ein paar Müsterchen, eine Art, so gegeben, von meinem Dörrgerät, wo ich es drauf getrocknet habe. Und dann haben wir ja noch die Teekörner ein bisschen drauf gestreut, auf das nasse Papier. Und das hat dann ein Sättigungsmuster gegeben. So und so. Und hier sieht man noch ein bisschen das Muster, falls man es sieht. Das ist wirklich noch mal ganz dezent. Genau. So, und zusammen mit meinem wunderhübschen Wintermärli-Papier finde ich, sieht das ganz, ganz toll aus. Beim Schneiden war da mein Messer nicht mehr so wahnsinnig scharf gewesen, und es hat hier ein paar mäßig schöne Kanten gegeben. Und ich habe gedacht, aber ich könnte doch jetzt sowieso die Kanten noch ein bisschen schleifen. Was ich einfach gut aufpassen muss, ich habe zum Teil umgeglitzte Kanten, so wie hier zum Beispiel. Und da werde ich dann vielleicht nicht unbedingt dran schleifen. Ich weiß es nicht. Ich muss einfach ein bisschen aufpassen. Da ist, glaube ich, gar nichts umgeglitzt bei dem. Nicht oben und nicht unten. Und ich glaube, oh, hey, ich gehe da einfach mal so ein bisschen drüber. Nützt das etwas? Sieht man da einen Unterschied nachher? Ja, man spürt ihn sicher. Das macht dann die Kanten ganz weich und fein und halt so ein bisschen vintageig. Und wenn ich noch immer eben so Kanten habe, die ein bisschen ausgefranst sind, kann ich das auch ein bisschen abschleifen. Allenfalls. Die muss man halt schon ein bisschen einzeln vornehmen. Ups. So, allzu ausgefranselt will ich es nicht. So, gut. Da, es ist ein bisschen staubig. Voilà. Oh ja, es fühlt sich auch ganz schön an. Schön flauschig. Sehr, sehr schön flauschig. Genau. Und jetzt, glaube ich, gehe ich auch gerade ein bisschen mit Ink drüber. Ich habe gedacht, ich möchte gerne das relativ dunkel blaue, aber davon
Dann jetzt auch nicht so enorm viel. Ein Hauch. Mal schauen. Mal schauen, ob ich das schaffe. Da hat es natürlich auch noch ein bisschen hellblauere Tinte jetzt dran. Dann könnte ich das also das Gemisch geben. So, voilà, das wären unsere Signaturen mit unseren wunderschönen Bildchen und unserem wunderbaren teegefärbten Papier mit ein kleines Häufchen blau geinkt. Und ich glaube, das sieht dann wunderbar aus in unserem Wintermärchen-Journal. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann würde ich mich mega freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann, tschüss!